Das ist Kunst. Okay, sieht man. Was man aber nicht sieht, diese Kunst der österreichischen Kryptowiener liegt digital auf der Blockchain. Als NFT. Ihr könnt Anteile daran kaufen und damit unfassbar reich werden. Genauso wie die Künstler selbst. Oder eben nicht. Wir können noch nicht von unserer Kunst leben. Viele machen das natürlich aus spekulativem Ansatz, sehen auch NFTs sammeln eher als Investition. Das ist absolut nicht unser Ansatz. Startups wie der Bored Ape Yacht Club dagegen haben zig Millionen durch NFT-Kunst verdient. Mit digitalen Comicbildchen, zum Beispiel von Affen. Auch Megastars wie Matt Damon oder Shakira machen Werbung für Kryptokunst. Die sogenannte Token Economy weckt bei vielen DigitalkünstlerInnen die Hoffnung, endlich von ihrer Kunst leben zu können. Ich hatte da mal einen ganz lustigen Satz gelesen, NFTs sind die Rache der Kunstbanausen. Jeder wird plötzlich zum Collector und Kurator. Für Kryptoanhänger sind NFT mehr als digitale Abziehbildchen. Sie wollen eine komplett neue Welt für digitale Werte erschaffen. Aber macht digitaler Besitz wirklich alles demokratischer? Oder ist NFT wie der Bitcoin vielleicht auch nur eine gehypte Spekulationsblase, die irgendwann zerplatzt? Lust auf eine Reise ins Metaverse? Bernhard Nessler und sein Krypto-Kollektiv haben für die BesucherInnen ihrer Ausstellung etwas ziemlich Einzigartiges vorbereitet. Einen Spaziergang durch den digitalen Raum ihrer virtuellen Pixelhauptstadt, mit dem eigenen Avatar durch Wien schlendern. Von der Würstelbude über den Prater. Und dann ins Kaffeehaus mit Mozart am Klavier. Die KünstlerInnen haben nicht nur den virtuellen Raum erschaffen, sondern das Metaverse auch aus Pappmaché, Sperrholz und 3D-Drucken in echt zusammengezimmert. So kann man aus dem virtuellen Space direkt in die realen Kulissen ihrer Ausstellung wechseln. Also bei unserer Ausstellung Pixels bei Kryptowiener haben wir das Metaverse im Realraum nachgebaut. Also unser Little Vienna, ausgewählte Räume, ebenso wie hier jetzt den Fußballraum. Ein Spiel zwischen analoger und digitaler Welt. Und in dieser Welt wimmelt es von Wiener NFT-Kunst. Pixelige Bilder berühmter österreichischer Persönlichkeiten. Kaiserin Sissi, Niki Lauda, Hubert von Geusern, Conchita Wurst, Moneyboy oder Wanda. Gerade laufen die letzten Vorbereitungen für die Ausstellungseröffnung. Ist schon alles verkauft oder lässt sich noch investieren? Beispielsweise den Mozart, der ist noch nicht verkauft. Oder der Julian Hosp, Hashtag Kryptofit. Die beiden werden auch noch zu erstehen. Was kosten die denn so? 1,5 Ethereum. Was das in Euro oder in Dollars ausmacht, ist vom Tageskurs abhängig. Wir rechnen ja in Ethereum, deswegen 1,5 Ethereum ist unser Preis für die Kryptowiener. Zum Zeitpunkt der Vernissage sind das rund 2.500 Euro. Mit seinen Kunstwerken hat das 7-köpfige Kollektiv wichtige Pionierarbeit in der Welt der Kryptokunst geleistet. Das Projekt haben die Wiener Just for Fun gestartet, um die Kultur und den Schmäh ihrer Stadt auf der Blockchain zu verewigen. Aber einen kleinen Bildungsauftrag haben sie auch im Gepäck. Sie wollen den Fans ihrer Pixelkunst Wissen über den Kryptospace vermitteln. Ein digitales Coaching. Besucherinnen kriegen einen kleinen Überblick über die Blockchain-Technologie, was das ist, wie es funktioniert. Nicht zu technisch, sondern sehr einfach und niederschwellig, damit es eben auch verstanden wird. Dann einen Überblick, was ein NFT überhaupt ist. Ja, was genau ist eigentlich ein NFT? Die Abkürzung steht für Non-Fungible Token, also ein nicht austauschbarer kryptografischer Schlüssel. Das NFT enthält üblicherweise nicht das Bild selbst, sondern einen Link auf das Kunstwerk. Es gibt also das Werk und es gibt den Besitzvermerk auf der Blockchain. Darin gespeichert sind Metadaten wie eine Token-ID und der historische Verlauf der Transaktionen, etwa wenn das Bild den Besitzer wechselt. Es geht um die Erfindung des digitalen Originals, sagen Enthusiasten.
Der Kryptokritiker Tante sagt, das Ganze hat nichts mit einer Selbstermächtigung der Kunst im digitalen Raum zu tun, sondern ist nur clevere Verkaufe, aber halt extrem aufgeblasen. Das ist Kunst, das ist ein ganz hoher kultureller Wert, der hier mit diesem Bild irgendwie verkauft wird. Und der hat ganz besondere magische Funktionen und so weiter. Das heißt, diese Aufladung einer eher unspannenden Technologie mit auch wieder fast mythischen Heilsversprechungen ist sehr, sehr speziell bei NFTs. Und wenn man sich dann anguckt, was sie wirklich sind, und zwar Post-its, dann ist es überhaupt nicht mehr erklärbar. Also ein NFT ist ein Post-it, auf das ich schreibe, dir gehört die Mona Lisa, und dann gebe ich dir das. Das bedeutet nichts. Du hast halt ein Post-it, auf dem steht, dass dir die Mona Lisa gehört. Aber du hast weder die Mona Lisa, noch hält sich irgendjemand dran. Aber dieses Ding soll jetzt angeblich 100.000 € wert sein. Oder 200.000 oder 5, weiß man ja nie. Für Bernhard Nessler steckt die Magie aber nicht im Herumspielen mit Geld, sondern im Spiel mit den Realitäten. Die realen Pixelarbeiten seines Kollektivs übersetzen die digitale Welt in den analogen Ausstellungsraum des Museums und schaffen so ein mehrdimensionales Erlebnis. Das Smartphone wird zum Portal und führt durch die bunte Welt der Kryptowiener. Per QR-Code gelangt man ins Metaverse, baut sich seinen eigenen Avatar und wird Teil des Pixel-Universums. Wir sind Fans der Kryptowiener, wir sind angereist von weit her, um diese Show zu sehen. Insofern gefällt uns alles gut. Also das ist schon bemerkenswert, also wie viel man auf verschiedenen Arten und Weisen des Metaverse darstellen kann im richtigen Leben einfach. Das ist das Bezaubernde hier, glaube ich. Also, dass es nicht nur auf Bildschirmen läuft, sondern eben die Bildschirme dann in einem Fenster drin sind oder eben die Figuren hier als Skulptur. Ja, als Skulptur und natürlich auch unheimlich cool gemacht. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass jemand sagt, ey, ich mache eine NFT-Ausstellung. Es gibt nicht einen einzigen Digitalbildschirm, wo halt die NFTs gezeigt werden. Also wenn, dann höchstens als Deko. Aber das ist, glaube ich, also ich finde, man hat auch absolut gemerkt in dem Raum, hier passiert was Neues, hier beginnt gerade was. Tatsächlich könnte die Erfindung digitaler Besitzrechte ganz neue Möglichkeiten auf dem Kunstmarkt schaffen. Was hat sich für Bernhard und sein Kollektiv eigentlich verändert, seit NFT bekannt geworden ist? Was bedeutet die Technologie für Künstler wie ihn? Also meiner Meinung nach ist die NFT-Technologie eine Revolution für speziell auch digitale Künstlerinnen, weil sie das erste Mal ihre Kunst sammelbar machen können, auch eigenständig agieren können, nicht nur auf große Häuser oder Galerien angewiesen sind, um selbst Kollektionen zu veröffentlichen und direkt an die Sammler zu bringen. Bei NFT geht es also nicht nur um die aktive Beteiligung an der Kunst, sondern auch um wirtschaftliche Beteiligung und um die Vorstellung von Besitz im digitalen Raum. Anna Graf war in Berlin bis vor kurzem Director of NFT, der digitalen Kunstplattform Misa Art, die zur Galerie König gehört. Sie beobachtet den NFT-Markt ganz genau. Hat der NFT-Boom tatsächlich einen nachhaltigen Schub auf dem Kunstmarkt erzeugt? Der Hype um das Thema NFT ist zu unterscheiden vom Kunstmarkt an sich. Da sind zwei Sachen aufeinander getroffen zu einer Zeit, in der die meisten Menschen nicht rausgehen konnten. Und Kunst ist schon immer ein Katalysator für viele Dinge gewesen. NFT als Technologie, die Sachen auf der Blockchain verbrieft, das Besitzrecht darstellen kann, ist da auf etwas getroffen, was dann erstmal der Kunstmarkt war. Und daraus ist dann dieser Hype letztes Jahr entstanden. Vielleicht erinnert ihr euch, überall präsentierten Promis wie Katy Perry, Cristiano Ronaldo oder Paris Hilton ihre NFT-Bildchen. Ein 12-jähriger Schüler aus London wurde sogar Millionär, dank digitaler Profilbilder von Walfischen, die er als NFTs verkauft hat. Und spätestens seit dem Rekordpreis von 69 Millionen $ für das Pixel-Kunstwerk des US-Künstlers Beeple weiß die Kunstwelt Bescheid. NFT sind digitale Statussymbole geworden und eine Möglichkeit, Besitz für virtuelle Welten wie das Metaverse zu schaffen.
Wer früh in NFT-Kunst investiert hat, konnte damit richtig Geld machen. Das hat auch die IT-Rechtlerin Paulina Pesch beobachtet. Aber mal ehrlich, warum sollen digitale Abziehbildchen plötzlich einen Wert besitzen? Und bringt das auch den KünstlerInnen selbst etwas? Um NFT gibt es derzeit einen Hype, der aus meiner Sicht von Spekulation und Gier hauptsächlich getrieben ist, nicht vornehmlich von dem Wunsch, die Kunstszene zu fördern. Digitale Inhalte galten bislang oft als wertlos. Man konnte sie ohne viel Aufwand durch Copy and Paste vervielfältigen. Ändert sich dieses Prinzip gerade? Anna Graf sieht die NFT als Eintrittskarte in die Welt der Kunstgalerien. Jeder und jede soll die Chance haben, in Kunstwerke zu investieren, die ihm oder ihr gefallen. Und was sammelt Anna selbst so? Persönlich, wenn man sich meine Wallet anguckt, ist sie sehr von Community-Projekten belegt, sagen wir mal so. Also viel, was mir auch einfach geschenkt wurde, Projekte, wo ich mitgeholfen habe. Und es ist für mich wie so ein kleines Tagebuch. Also sehr persönlich und wenig auf Profit ausgerichtet. Zum Beispiel die Krypto-Berliner. Die sind so ähnlich wie die Krypto-Wiener. Pixelige Punks zum Mit-Rumtragen und Herzeigen. Oder dieses androgyne Kamel, auch ein Lieblings-NFT von Anna Graf. Wir haben hier Attributes, die Wimpern sind schön lang, ich habe aber so ein bisschen punkiges Haar. Es ist bunt und ich habe sogar ein Affen noch im Hintergrund. Ein bisschen selbstreferenziell darf NFT-Kunst natürlich auch sein. Und sie soll den Kunstmarkt demokratischer machen. Nicht nur durch schnell konsumierbare Bildchen auf dem Smartphone, sondern auch durch die Fraktionierung von großen Kunstwerken, die auf der Blockchain in Teilbesitzrechte aufgespalten und dann per Token verkauft werden. Aber wie funktioniert das eigentlich? Die Grundlage dafür sind sogenannte Smart Contracts. Das sind eigentlich keine Verträge, sondern programmierbare Wenn-Dann-Bedingungen. Tritt ein Ereignis ein, wird eine vordefinierte Handlung ausgelöst. Ohne Papier, ohne eine dritte Person, komplett automatisiert. Wie bei einem Getränkeautomaten. Wird Geld eingeworfen, wird eine Kette unwiderruflicher Aktionen in Gang gesetzt. Das Geld wird einbehalten, das Getränk bereitgestellt. Eine Änderung ist nicht mehr möglich. Wenn man weiß, wie es geht, dauert es nur ein paar Minuten, so einen Smart Contract zu schreiben. Ist das die Zukunft des Handelns? Wird unsere Welt nicht nur immer weiter digitalisiert, sondern auch bis in den allerletzten Winkel ökonomisiert? Tatsächlich könnte prinzipiell alles in digitale Token umgewandelt werden. Auch sowas hier. Autos, von denen bislang wohl eher wohlhabende Oldtimer-Fans geträumt haben dürften. Till Rügge und Thomas Rosier planen eine Revolution auf dem Finanzmarkt. Sie wollen Aktien erschaffen für bisher nicht handelbare Werte. Till kommt aus der Finanzbranche. Thomas führt in Niedersachsen einen Oldtimerhandel in 3. Generation. Zusammen haben sie das Start-up Hardstocks gegründet. Ihr Plan? Sie wollen Aktien von Oldtimern verkaufen, auf Blockchain-Basis. Das ist aber nur der Anfang. Ihre Vision ist größer. Grundsätzlich ist es so, dass sich mit Hilfe der Hardstocks-Technologie jeder Vermögenswert der Welt neu verbriefen lässt. Wir können Investments in erneuerbare Energien, große Infrastrukturinvestments ermöglichen und im Prinzip die Werte, die heute nur einer kleinen Anzahl von Anlegern zur Verfügung stehen, der breiten Masse zugänglich machen. Im Klartext, jeder Normalo soll in Zukunft mit allen möglichen Werten handeln können. Egal ob Oldtimer oder Yacht. Winzig kleine Firma oder riesengroße Firma. All das soll in einzelne bezahlbare Token aufgeteilt werden. Damit wollen Till und sein Team die erste Börse für tokenisierte Werte schaffen. Dieser 300er Mercedes SL in Erdbeerrot ist ihr erstes Investitionsobjekt. Der seltene Oldtimer aus dem Jahr 1954 wird auf rund 2 Millionen Euro geschätzt. Nun soll er tokenisiert, also in digitale Einzelaktien zerlegt werden. Wie funktioniert das Ganze?
Vereinfacht gesagt sind Token sowas wie digitale Zwillinge für materielle Güter. Till und sein Team haben dafür einen digitalen Container geschaffen. Dieser Container befindet sich auf der Blockchain und wird dort in einzelne Token zerlegt. Der gesamte Prozess ist juristisch abgesichert. So kann jeder Wert in eine voll regulierte, handelbare Aktie umgewandelt werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob man in den Container einen Oldtimer steckt, eine Immobilie oder eine ganze Fabrik. Alles wird in Einzelteile zerlegt, wie bei einem Puzzle. Noch ist diese Form des Investments komplett neu. Wir von Hardstocks gehen jedoch davon aus, dass es in Zukunft normal sein wird, in den Bäcker von der Ecke nebenan zu investieren oder in den Künstler, der seine Musikrechte demokratisieren möchte. Denn Menschen wollen vor allem eins: Teil von etwas sein und am besten Teil von etwas, zu dem sie einen persönlichen Bezug haben. Das Hardstocks-Team hat gerade die ersten digitalen Aktien auf den Markt gebracht. Ab 16,50 € kann man in einen Teil des Oldtimers investieren. Zum Beispiel ins Lenkrad, bildlich gesprochen. Krypto-Experten wie Professor Philipp Sandner sehen darin eine Revolution auf dem Aktienmarkt, die unser Wirtschaftssystem komplett umkrempeln könnte. Der digitale Besitz ist insofern ein Gamechanger, weil letztendlich durch die Kryptotechnologien die Möglichkeit entstanden ist, dass ich wirklich originäre digitale Assets besitzen kann. Das ist zum Beispiel der Bitcoin, das ist Ether als Krypto-Asset, das können auch eben entsprechende NFT-Objekte sein und Ähnliches, wo wirklich echter digitaler Besitz ermöglicht wird. Das Credo: Alles muss verkaufbar werden. Die rechtliche Basis für das Geschäftsmodell ist der Blockchain Act. Ein Gesetz aus Liechtenstein, das die Blockchain zum ersten Mal in Europa als vertrauenswürdige Vermittlerinstanz anerkennt. Doch inwieweit macht das die Welt wirklich besser, wenn man alles über die Blockchain abwickeln kann? Ich halte es nicht für sinnvoll, alle Gegenstände, die wir so handeln, auf Tokens in der Blockchain abzubilden. Denn ob ich einen Gegenstand erwerbe, hängt letztlich nicht davon ab, ob ich eine Transaktion auf der Blockchain erwerbe, sondern ob ich einen gültigen Vertrag abschließe. Für eine Transaktion auf der Blockchain brauche ich nur eine digitale Signatur zu machen und die muss in der Blockchain verarbeitet werden. Für einen wirksamen Vertrag brauche ich mehr. Nämlich eine juristische Basis und Vertrauen in die Geschäftspartner. Dieses Vertrauen soll nun von der Blockchain erzeugt werden, durch die verschlüsselte Speicherung von Daten auf vielen Computern gleichzeitig. Wir erinnern uns. Nehmen wir mal an, ihr wollt ein Geschäft auf der Blockchain abschließen. Dann werden die Daten eurer Transaktion zusammen mit vielen anderen in einen Datenkarton gepackt. Jeder neue Karton wird mit seinem Vorgänger durch ein Schloss verbunden. Dieses kryptografische Schloss verbindet auch die Inhalte der beiden Kartons, sodass jede Manipulation später schnell auffallen würde. So entsteht eine unveränderbare Kette aufeinander bezogener Blöcke, die angeblich fälschungssichere Blockchain. Aber ist dieses Vertrauen in die anonyme Technik gerechtfertigt? Kann man Vertrauen anonymisieren? Und was passiert, wenn in einer Geschäftsbeziehung alle zwischenmenschlichen Faktoren wegfallen? Vielleicht brauchen wir in Deutschland ja für die Blockchain einfach neue Gesetze. Viele behaupten, dass die Gesetze der Technologie hinterherhängen und sich das Potenzial der Blockchain voller entfalten könnte, wenn wir moderne Gesetze hätten. So ein Gesetzgebungsdefizit sehe ich persönlich nicht. Aber JuristInnen müssen den Fokus darauf legen, dass die bestehenden Gesetze durchgesetzt werden, effektiv, auch im Blockchain-Bereich, und müssen Schäden für die Gesellschaft vielleicht auch durch neue Gesetzgebung abwenden. Das Team von Hardstocks möchte juristisch alles richtig machen und hat sich monatelang beraten lassen. Der erdbeerrote Oldtimer ist nun digital filetiert und in Einzelaktien auf dem Markt. Mit einer echten Bank als Sicherheit im Hintergrund. Später kommen dann weitere bisher nicht handelbare Güter dazu. Könnte das Finanzwesen so auf ein neues Level gehoben werden?
Tatsächlich ist es so, dass wenn man sich die heutige Finanzbranche anschaut, dass noch super viele einzelne Prozesse analog, per Fax teilweise stattfinden. Mit dem Hebel, der nun durch die Blockchain in Form von digitalen Registern hinzukommt, wird wirklich erst das ganze Potenzial des Finanz- und Kapitalmarktes freigeschaltet. Das heißt, das Potenzial, wenn wir nach Marktkapitalisierung gehen, wird sich in den Trillionenbereichen befinden. Trillionen. Das sind übrigens Einser mit 18 Nullen dahinter. Die Gründer glauben offensichtlich an ihre Idee und das Potenzial der tokenisierten Wirtschaft. Wie so oft, wenn es um Entwicklungen wie Bitcoin, NFTs oder die Token Economy geht, Tech-Optimisten sehen darin einen Megatrend, der alles revolutionieren könnte. Technikphilosoph Tante sieht den Hype um die Token Economy trotzdem kritisch. Oft würde einem Projekt der Stempel Blockchain aufgedrückt, nur um etwas besser verkaufen zu können. Und um die Hoffnung auf schnelles Geld zu schüren. Das Next Big Thing könnte reich machen ohne Arbeit. Es gibt so ein ganz paar, die extrem viel Geld gebracht haben. Aber die haben es dann auch wirklich verkauft an irgendwen. So. Die wirklich massiv überwiegende Zahl holt halt nicht mal so viel Geld rein, wie es gekostet hat, das NFT zu minten. Die sind alle in den roten Zahlen. Und das kann man einfach auf der Chain sehen. Wir sehen, dass NFTs nicht in der Breite funktionieren. Es ist halt wirklich wie Lottospiel. Es gewinnt irgendjemand beim Lotto. Und zwar extrem viel. Und alle anderen gewinnen halt nichts. Tech-Optimisten denken also, da stecken Trillionen drin. Kritiker sehen darin reines Glücksspiel. Oder ist das so wie bei anderen Technologien auch? Es dauert einfach eine Weile, bis ihr Nutzen erkannt wird? Scharen hochqualifizierter junger Menschen bauen sich gerade eine faszinierende Welt im digitalen Raum. Ist es vielleicht nur ein Verständnisproblem zwischen den Generationen? Wichtig ist, dass man vor allem als älterer Mensch diese neue aufkommende digitale Welt nicht verurteilt, weil eben das ganze Thema Metaverse tendenziell ist, was junge Leute beschäftigt. Das sind junge Leute, die haben ihre analoge Welt, da geht die vielleicht in die Schule oder sind ins Studium oder machen einen Fußballclub oder ähnliches, wie seit eh und je. Aber sie haben gleichzeitig eben noch sich selbst eine digitale Welt erschlossen, in der sie sich digital austauschen, über Ländergrenzen hinweg, weltweit mit irgendwelchen anderen Menschen, die quasi ähnliche Interessen haben. Das gab es früher so nicht. Das Problem? In dieser neuen digitalen Welt investieren auch Menschen ohne großen Überblick in Projekte, über die kaum etwas bekannt ist. Gerade auch bei NFT-Kunst. Der Boom der Bilder hat einen riesigen Markt geschaffen. Nachrichten berichten über steile Preisentwicklungen und Rekordsummen. Doch die meisten KünstlerInnen machen damit keine große Kohle. Außer wenn sie dabei gewaltig tricksen. Und dann ist bei ganz vielen NFTs ein Problem, es findet sogenanntes Wash-Trading statt. Das heißt, unter Verschleierung der Beteiligten verkauft sich der Inhaber eines NFTs den NFT selbst, um den Preis künstlich hochzutreiben. Das sind so Manipulationsmaschen, die unklar machen, wie sich der Hype weiterentwickelt. Manchmal hauen die Inhaber auch einfach mit der Kohle ab. Sogar Anna Graf ist schon mal abgezockt worden. Bei einem Charity-Projekt eines brasilianischen Künstlers. Also die Leute hatten sich alle mit Echtnamen und so vorgestellt sogar. Das war gar nicht, dass man da mit irgendwelchen Anonymen, da hatte man auch Videocalls gehabt. Also man würde jetzt sagen, wie in einer echten Geschäftsbeziehung. Aber es gab halt keine Verträge, die bis zum Ende einsehbar waren, wo dann wirklich auch gesichert war, dass das Geld übertragen wird. Und ich glaube, das waren so Sachen, so Learnings, die man einfach mitgemacht hat. Und dann sieht man halt, dass in der echten Welt doch sehr vieles schon sehr gut funktioniert. Zurück bei Bernhard Nessler und den Kryptowienern. Sie verkaufen ihre Pixelkunst über OpenSea, der derzeit größten Handelsplattform im Netz für NFT-Kunst. Wer rund 2.500 € übrig hat, kann seine Wallet mit bunten Pixelgemälden aufhübschen. Von Falco oder Arnold Schwarzenegger oder der Wiener Band Bilderbuch. Aber mal ehrlich, es sind doch nur ein paar hingeworfene Pixel. Werden Bernhard und sein Kollektiv in der Kunstwelt überhaupt ernst genommen? Wir haben mit vielen Kunstkritikern der alten Schule auch schon uns ausgetauscht.
die auch unsere Kunst eher als Pixel-Gulasch bezeichnen würden, statt als wirklich Bilder, die sie auch erkennen. Da kommt es immer auf die Generation drauf an. Wir sind aus einer jüngeren Generation, wo wir mit Glitzer-GIFs auf MySpace angefangen haben und den lustigen Meme-Bildern im Internet. Das ist für uns Kunst, das ist die Kultur, die lustige Internetkultur, die wir eben auch leben tagtäglich. Allerdings, ich könnte mir ja auch einfach einen Screenshot davon machen, ausdrucken und an die Wand hängen, oder? Natürlich kann man das machen. Das könnte man auch mit der Bankomatkarte machen, aber wenn man den Ausdruck in den Bankomatschlitz reinschieben will, dann wird man trotzdem kein Geld bekommen. Der Token besitzt den Wert, das ist eben das NFT. Das kann ich nicht per Rechtsklick runterladen, das kann ich nicht kopieren, nicht vervielfältigen, weil dann eben der Ersteller und der Zeitstempel unterschiedlich ist oder sich vom Original eben unterscheidet. Und ja, also ein Screenshot von einer Bankomatkarte ist dasselbe wie ein runtergeladenes Bild von Bibel beispielsweise. Ich werde das runtergeladene Bild nicht für 69 Millionen weiterverkaufen können, das kauft mir keiner ab. Nur in Kombination mit dem Original-NFT-Token, das eben Beeple auch wirklich erstellt hat. Damit verkörpern die NFTs auch einen Widerspruch in sich. Jeder kann das NFT im Internet sehen und sich theoretisch auch vervielfältigen. Trotzdem gibt es nur einen Eigentümer, wie bei einem echten Monet oder Picasso. Über Verkaufsplattformen kann man die Kunst direkt von den KünstlerInnen oder VorbesitzerInnen kaufen. Galerien als Vermittler braucht es nicht. Doch was bedeutet NFT nun für den Traum vom demokratischen Internet? Müssen wir wirklich alles in Wertpapiere gießen und unsere analoge Welt komplett tokenisieren? Die Tokenisierung der Welt, das ist eine interessante Idee und klingt für mich wie eine Dystopie, muss ich ganz ehrlich sagen. Was bestimmt positiv ist, gerade auch eine Fraktionierung, also im kleinteilig machen von großen Objekten, die man sich vielleicht als Einzelne nicht leisten kann, ist natürlich dieser Teilhabegedanke einfach. Ne? Also ich kann Teil einer Community sein, die besitzt gemeinsam ein Objekt und kann gemeinsam entscheiden über den Token, was passiert jetzt damit. Tatsächlich könnte die Blockchain-Technologie viele Prozesse, für die man Echtheitszertifikate braucht, verändern. Das sind nicht nur Kunstwerke, Oldtimer oder Immobilien. Einige Kryptofans glauben, dass die Blockchain viele Akteure unserer Gesellschaft wie Banken, Notare, Anwälte, sogar Regierungen überflüssig machen könnte. Wollen wir das wirklich? Grundsätzlich ist eine Technologie immer neutral. Sie ist abhängig davon, wie wir sie als Mensch einsetzen, ob wir sie jetzt für was Gutes oder was Schlechtes einsetzen. Viele Blockchainer wollen die Welt mit ihrer Technologie tatsächlich besser machen und glauben daran, dass unser Zusammenleben durch technologische Teilhabe gerechter werden könnte. Softwareprogrammierer aus Sachsen haben die Idee einer unabhängigen, dezentralen Organisation noch weitergetrieben und den Code für eine Firma ohne Chefs geschrieben. Doch plötzlich ist ein Hacker am Werk. Meine Frau hat mich geweckt und meinte, mein Bruder ist Simons am Telefon, es wäre sehr dringend. 50 Millionen $ stehen auf dem Spiel. Es war so ein richtiger Schock, dass sowas passieren konnte. Und Christoph Jentsch steckt mittendrin in einem verrückten Kryptokrimi. Alles wird gut. Die Menschen sind schlecht und die Welt ist am Arsch, aber alles wird gut.